Geschichten uit onze Geschichte Nummer 14. Ditmal nog meer van wo dat bij ons in Mexiko weer, als we dort in de 1930 en 40 jaren opwassen, met wat van materiaal onze ouderen dort meestens buden en zo weiter. Aber eerst wat van onze eigenen Korthalt oder Brennhalt. En onze Kinder- en Jugendjahre hadden in Chihuahua noch alle Mennoniten bloß Haltovens zum Kirken und auch zum Härten. Und dann, no Weihnachten, in de kalte Wintermonaten, mussten de Bürgers ihre Jungs genug eignet Brennhalt von uit dem Wald naar huis holen für das ganze Jahr. Und wenn sie dort naar huis geholt hadden, dann mussten sie dort thuis kart saugen, spolen und abfliehen. Beim gespolten Brennhalt abfliehen, mussten wir als Schuljongens om Zinnend ook al helpen. Dat geeft ook zogenaamde halthändler aan de dorpen. Die lieten zich dat Brennhalt van Mexikaner brengen en op ihrem Hof en Korten abfliehen zum Wiederverkaufen. Einen zo'n Brennhalthandel hadden Abraham Friesens im Dorp Hamburg, wo er ook een Stur oder ein Handelsgeschäft hatten. Der Schullehrer kreeg in unserem Dorf immer das Brennhalt frei. Und das Schulhaus oder die Schulstove muss ja auch warm geholt worden mit Brennhalt. Und dort braucht das auch jeder Winter atelier Kort Brennhalt. Und das Dorfsamt leidt von wem, das heißt, je ein Schwarwerk, genug Brennhalt auf den Schulhof abholen en dan door kort saugen. En wanneer dat halt geholt en kort gesaugt worden weer, en moest an einem Tag jeder Bauer am Dorf einen Arbeiter stahlen, en die mussten dat kort gesaugte halt auf dem Schulhof spolen en schmack abfliehen. Einige Bürgers oder ihre Jungs oder auch ihre Knechts brachten dort nicht mal ihre Achsen mit an diesem Tag, aber auch ihre eiserne Handkorn. Bei uns waren die meistens Leimkorn genannt. Einige brachten auch ihren sogenannten Hebklotz mit, wenn sie auf dem Schulhof mit dem Halsspolen halben kämen. Aber die meisten Männer brachten bloß ihre Achsen mit. Nicht alle angekommene Jungs halpen da mit dem Halsspolen. Einige jüngere Jungs mussten mit den Leimkorn oder Handkorn dat gespoelde halt doorgaan topvieren, wo andere von den jungen Jungs dort abflieden, meestens mit einem älteren Manntop. Und wenn die viele Halsspoler angefangen hadden mit dem Spolen, dann ward auch bald mit dem Topvieren und Abfliehen angefangen. Und wenn dann ein Mann seinen Achssteel beim Halsspolen in zwei gekriegt hat, dann halbt die entweder mit dem Abfliehen oder mit dem gespolten Halt mit der Handkorn dahin führen, wo das abgefliegt wird. Diese gemeinsame Arbeit ging die meisten Männer und Jungs sehr gut. So ein Bauer, wenn er entweder nicht selbst diese Arbeit tun kann oder nicht will, und auch selbst nicht einen Jungen hat zum Checken, der nimmt sich einem anderen Bauer seinen Jungen an dort. Ich erinnere mich daran, dass ich auch noch mal für wem diese Arbeit getan habe, als ein junger Jung. Und dass ich bei dem Haltabfliehen helfen kann. Einige Männer und Jungs hatten sich von Tüß ihre Mittagsmahlzeiten mitgebracht und eiten ihr Mittag da beim Haltklampen. Andere gingen zum Mittag nach Haus. Und ich glaube, meistens wäre diese gemeinsame Arbeit vor dich noch eher dort an dem Tag fassbar geworden wäre. Dat Brennhalt nannten viele von unseren Vaters auch Korthalt. Vielleicht will's dort immer bei der Kort zu kaufen wäre. Wir hatten sogar noch eine Korthalt-Rechnung in unserer Schule. Und von daher wusste ich all, dass eine Korthalt 8 Schuh lang, 4 Schuh breit und 4 Schuh hoch ist. Wir holten dort Brennhalt in jene Jahren meistens uit dem Wald en de Boy westlich von Gnadenfeld hingen nach Bawitschi. Da hatten Mexikaner dat halt aufgemerkt
en dan korten abgefliet zum verkijpen. Meestens kon man door 2 show langet en ook 4 show langet brandhout kijpen. Wanneer dat 2 show langet halt weer, dan hadden de Mexicanen dort am Wald krijg door, wo ze dat met de axe aufgehakt hadden, 4 show hoog en 16 show lang abgefliet, zodat het eine kort weer. Wanneer dat halt 4 show lang weer, dan hadden ze dat 4 show hoog en 8 show lang abgefliet. Einige Mexicaner waren meestersteuern, de 4 show lange, dikkere en dünnere aster, van wonen vele een beetje kram oder krogelig waren, so abzufliehen, dat die nicht sehr dicht top lagen, dat het van so wenig halt als möglich eine Kort gaf. Ein Mennonit seht van zo'n wietleftig abgefliede Kort halt mal so. Deze Kort halt ist so wietleftig abgefliet, dat man ab Städten meist den Haut durch de Lacher schmieden kann, ohne dat die wo anhört. Wann nun aber welche fahren ein Dorf von irgendeinem Mexikaner Kort halt kippen wollen, dann muss wir an auch erst für jeder Kort halt ein Permit kippen, wenn wir nicht wollen straffällig worden. Verbrenn halt ab unserem Hof haben, wofür wir nicht ein Permiso gekauft haben. Wils dat Brenn halt dir wir, en bei vielen Büros dat Geld sehr knapp wir, holden einige Lied manchmal auch weiter Struck uit dem Wald, en er steht kort halt. Dat deed wir auch. Dit Struck wären so eine Aster, wo de mexikanische Korthaltmerker da liegen gelaten hadden, so lang als dat dann wir. En wanneer dat Aster van rode Ekenboom wären, dann wären viele Aster ziemlich lang, zodat wir ein ziemlich breites Feder davon kriegen. Mit unserer sogenannten Kaufheit, wo eigentlich Brechstangen sind, schlau wir dort Struck so sehr als wir können dool, om mehr abzukriegen. Dit Struck wäre viel billiger zu kaufen als das Brandhalt, aber als junge Jungs jenk uns dat Struck 2 haken, wenn wir dat erst bei Tüß hatten, nicht sehr gut. Und dann fangen wir mit einmal einen Weg, dat mit unserem Traktor in 2 zu fahren. Der Traktor had je damals noch alles eiserne Räder, en ram seine eiserne Fahrräder had hij schmakke, scharpe eiserne Ring, en seine Hängerräder hadden scharpe Picken. En wanneer wir mit zo'n Traktor ein stootje op dem Struckklampen Raum fuhren, einen Träg fuhren, dann wären bald de meeste Aster so viel 2 gefahren, dat wir al nicht mehr viel brauchten 2 Haken. Aber dann wir viele davon eigentlich auch all ein bisschen zu viel gefahren. Dat Geval moet er nicht so recht, aber sie leidt uns dort zu daunen. Dat Brandhalt, wat wir von Hinger nach Pavetschi uit dem Wald holden, dat wir meestens wittet Eken halt. Aber ab eingesteden wären auch viele rode Eken beim Domank am Wald, en wir versuchten einmal so'n Brandhalt zu finden, wo man viele rode Eken aasta wären, dann dort verschluch viel mehr. En bei uns wordt auch am liefsten rodet Ekenhalt gebracht, zum warsten Schenkes rekenen. Wir geloofden de Reuk en de Hert vom roden Ekenhalt glaut, geeft dem Fleisch einen besseren Geschmack als das witte Halt. Aber das rode Halt spault schwander. Wenn wir mexikanische Arbeiter hatten zum Teglen strecken, wonen dabei uns auch über Nacht bleiben, aber nicht Eten mitgebracht hatten, en dan bij ons tortillas oder gordas op een gloed uitmaken, dan willen die daartoe ook immer am liefsten van rodet Ekenhalt gloed maken. Dan ze dachten ook dat tortillas dan beter smaakten. En wie jongens leefden dat ook. Ons smaakten deze Mexicaner tortillas en gordas ook zeer goed. En wie leefden ook dat, wanneer we am hoofd Kornohren abgelaut von rodem Ekenhalt bakten, dann schmeckten die am besten. Die schmeckten dann ganz vertrefflich gut. Ein oude Ekenbaum, dat heet, an den Halle Aster, funkt man manchmal einen Stoff, den wir ab
Plautdeutsch Hopje nannten. Op Spanisch ist dat Jeska en op Hochdeutsch heet dat Zunder. Aber wir nannten dat Hopje. Dat Langenscheid Wederbuch definiert dat Wort Zunder ungefähr so. Dat ist leicht brennendes Material, wat man früher brucht zum Viermerken. En dat is krijgt wordt ook viele Mexikaner en ook einige Mennoniten dort bruchten, als wir in Chihuahua abwassen. Ich erinnere mich klar daran, dat ich dat gesehen habe, wo alle Mexikaner diesen sogenannten Hopje bruchten zum Viermerken en ook zum sich ein anschmecken. Ich habe in meine jungen Jahren auch gesehen, dat einige Mennoniten Hopje bruchten zum Viermerken en ook zum, zoals dat bij ons damals genannt wordt, zich eind aanschmecken. Sehr viele oude Mexikaner en ook einige sehr arme Mennoniten bruchten, als wir in Chihuahua abwassen, keine Schwefel. Sie hadden in ihre Heime keine Schwefel en ook keine Leiters. Sie hadden thuis en sie drüben ook an ihre Puppen immer ein Stückchen Hopje, einen kleinen Stein, den wir Vierstein nannten, en eine Art kleines Fieltje. En wenn sie viermerken wollen, dann hielten sie an einer Hand ihren kleinen Vierstein en drückten ein kleines bisschen Hopje mit ihrem Daumen auf den Kant von ihrem Steinchen ab en streckten mit der anderen Hand das kleine Fieltje über den Vierstein ganz dicht bei dem Hopje. En wenn die vier Funkjes ein paar Mal an das Hopje heran gespratzt hatten, dann sang das Hopje leicht an. En wenn das ein klein bisschen sang, dann pusten sie ein paar Mal daran und dann fängt das an zu brennen. En dann entsteht ein Schwefel zum Viermerken oder ein Anschmecken. Also wenn von jemals wer ohne Schwefel und ohne Leiter vor dich worden will, dann besorg je ein Stück Hopje, einen kleinen Vierstein und ein 3 Saljet Ängstje von einer Platte derne viel. Und dann soll je ganz ohne Schwefel und ohne Leiter vor dich worden können, wenn je mal wo ein Viermerken wollen. Viele oude Mexikaner bruchten in Mexiko en die Zeit, als wir dort abwassen, übrigens nicht mal keine Schwefel zu kaufen, wenn sie schmecken wollen. Sie bruchten dort auch keine Zigarren und keinen Tabak kaufen. Sie hatten immer Blätter von ihrem selbst getrockneten Tabak bei sich, wonen sie Macuchi nannten, und sie hatten auch immer ihre Derne von Maisohrenschlüven gemerkte Blätter bei sich, dabei ihren Macuchi-Tabak entrollen und davon eine Zigarre zu merken. Von der sagt man, wenn wer ein starker Schmecker ist, dem kostet mehr als $10 den Tag. Damals, als wir in Mexiko abwassen, kostet viele Mexikaner und auch einige Mennoniten dort kein Geld, Schmecker zu sein. Aber an kostet sehr viel Arbeit. Sie brauchten zum Schmecken kein Packje Zigarren in ihre Puppen drehen. Und da steht, aber mussten sie Mais- oder Kornohrenblätter, Tabak oder Macuchi-Blätter, Stückchen Hopje, einen kleinen Vierstein und ein kleines Fieltje an ihre Puppen mit rumdrehen. Wir nannten das kleine Fieltje bei uns damals auch ein Stolsteck. Vielleicht, wie es Mennoniten, und es steht ein Ängstje viel, einfach ein wirkliches Stolsteck von einem Fänger, Großmaschine oder Bingerfänger dort zu bruchten. Ich mochte aber so oder anders nicht schmecken sein. Und nu ein Geschichte von einem jungen Maler in unseren Kinderjahren in Mexiko. Unsere Mutter, ihre Cousine, ihre Nicht oder Cousin, Tante Maria Freis, die wird früh von Wilhelm Freis von Rosenbach, wir nur ans gekommen und hat ihren 5 oder 6 Jahren Franz, den kleinen Maler, auch mitgebracht. Und wir Jungs wussten all, dass Franz gut malen kann. Und dann wollen wir beide immer sagen, was er malen soll. Aber
Franz malt meestens wat hij wil en niet wat we gemalt haben wollen. Hij malt einmal eine hoge Windmühle, wo ein kleiner Jung auf dem sogenannten Schafott saut mit seinem langen Schlangstrang. En ram de Windmühle malt hij veel kleine plakjes. En als wir am fragen, wat is Jung mit seinem Schlangstrang dort hoch auf der Windmühle will, dann sieht Franz ganz stolz, die will abgeschlagen. En seinem Sinn wären all die kleine plakjes auf dem Papierbeeren ram de Windmühle abgestecken. En die will de Jung schlangen, wat op den Kriesel zat. En nu wordt van adobes, oder Leimtegelen. En onze Kinder- en Jugendjahre, en ook later nog, wat in de 1960er jaren, buiten de Mennoniten en de Bustillo-stal in Chihuahua, en ook de Mexicanen en de ganze omgegend, alle wegen van adobes. De wegen voor alle gebieden, woonhuizen, stalling, spekkers, machinenshops, storen, cheesefabrieken en andere gebieden. En ook sogar vele tieningen worden dort immer van adobes opgemeerd oder gebouwd. De adobes leiden de Mennoniten van de Mexicanen merken, maar zeer selten hebben Mennoniten in Mexico zelfs Leimtegelen gemerkt. In Canada hadden onze ouderen, grootouderen en uw-grootouderen immer alle gebieden van buurhout gebouwd en de daken met cederhout schindeln gemerkt. En de ganz rijkste van aan hadden, als ze van Canada naar Mexico trokken, Kanadische buurhout metgebracht door Han en bouwden ihre ganz eerste gebieden dort ook van hout. Aber bald hadden alle Mennoniten ihre wegen van adobes Leimtegelen gemerkt. Als wir in Chihuahua aufpassen, dann leiten mennonitische Bürgers tidig im Fahrjahr, wenn die Nachtfrost in Chihuahua weniger wird, von mexikanischen Arbeiter adobes oder Leimtegeln merken. Zum Gebiet wegen oder auch Tiening abmehren. Auch an alle mexikanischen Dörfer in der ganzen Umgegend und auch an so Städte als Rubio, Cuauhtémoc, Chihuahua und sogar in Cusi, Uriachic in Chihuahua City haben alle Mexikaner viele Jahre noch immer alle Wegen von adobes gebaut. Nu aber merkt dort al lang kein Mennonit und auch kein Mexikaner mehr adobe wegen. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch weiter mehr von was wir in unseren Eltern auf eine mennonitische Form in Chihuahua, Mexiko getan haben, als wir dort in den 1930er Jahren und 40er Jahren abwassen. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.